Stell dich vor, dir wollt an Deutschland de Velo kaufen, an de Verkäufer fragt dich für dich Carte d'identité. Oder wenn der a Frankreich eng Television kauft, gibt den Händler verlangen, dass der eng Französisch a kein Lützebäuer Kreditkarte benutzt. Oder könnt ihr euch vorstellen, der geht mit den Kanner an den Freizeitpark irgendwo in Europa. Aber weil der Lützebäuer sieht, kriegt er nicht dieselben Konditionen an Offeren wie die Leute aus dem Land, wo der gerade sitzt. Ich gehe davon aus, dass ihr euch an so einem Fall mit Recht solid Gift abregen. Der Gift das nicht akzeptieren. Für was muss man die geografischen Diskriminationen dann an einer digitalen Welt überhaupt über uns gehen lassen? Ich will dafür heute mit euch über die Praxis vom Geoblocking schwätzen, etwas, was uns Lützebäuer nach mehr betrifft, wie die Leute sonst an Europa. Als mehrsprachigen und internationalen Zentrum für intraeuropäischen Handel auf der Kreuzung zwischen Frankreich, der Belgien und Deutschland ist Lützeburg sozusagen den EU-Laboratoire für internationalen Handel, auch an der digitalen Welt. Und die Zahlen beweisen es. Lützeburg ist den anderen Memberländern weit voraus, wenn es den Handel am Internet geht. Zur Jahr haben 68% der Leute am Grand Duché online bei Geschäften außerhalb von Lützeburg gekauft. Aber wenn wir das mit diesen direkten Operen vergleichen, die natürlich bei sich mehr große Marge zur Verfügung haben, da sehen wir immens große Unterschiede. In Frankreich sind just 21% der Leute über die Grenzen online shoppen gegangen, in Deutschland 13%, an der Belgien, wo der interne Marché ja auch nicht gerade der größte ist, 35%. Und da schwätzen wir nicht von Rumänien, wo gerade mal 2% von der Population letztes Jahr etwas über das Internet am Ausland gekauft wird. Was für uns Privatleute gilt, zählt auch für die Entreprisen. Bei den Lützebäuer Betrieben gehen 40% von ihren Waren, die sie online verkaufen, an das Ausland. Alles das zusammen weist ja klar, dass Lützeburg noch viel mehr wie andere durch den ungerechten Geoblocking behindert wird. Wir schwätzen von Geoblocking oder Geodiskrimination, weil Leute keinen Zugang haben zu einer Website, die am Nopelschland oder nach mehr weit weg ist. Es kann aber auch sein, dass ihn zwar den Access zum Internet hat, aber dass sich dann aber herausstellt, dass er nicht bestellen kann, wenn er nicht Resident ist an dem europäischen Land, wo die Firma etabliert ist. Oft passiert doch, dass die Kreditkarte aus einem fremden Land nicht akzeptiert wird. Oder die kriegt als Fremden nicht dieselben Konditionen oder Offeren wie die Lokalkäufer. Das klingt ja ganz technisch. Und dafür lassen mich mal ein paar Beispiele sagen. Holen wir mal an, ihr wollt ein Kanapé kaufen und ihr findet die beste Offer an einem deutschen Online-Boutique. Der Verkäufer refusiert erst die Kanapé zu verkaufen, weil ihr nicht auf Lützeburg liefern wollt. Oder ihr wollt ein Rack auf einem italienischen Site kaufen. Aber die kriegt das refusiert, weil ihr keine italienische Kreditkarte habt. Für diese Probleme entgegenzuwirken, Probleme, die für Lützeburger Konsumenten bald schon Alltagsprobleme sind, hat die Europäische Kommission für kurzem einen Propos gemacht, für dem ungerechten Geoblocking ein Ende zu setzen. Mit der Reglementation sollen in Zukunft ausländische Konsumenten genau dieselben Zugang kriegen wie Käufer aus dem Land, wo der Betrieb hier ist. Also kein Geoblocking mehr. Das geht für Lützeburger heißen, dass sie sich den Online-Boutiquen raussichern, wo sie die besten Offer fanden, und dass sie auch dort kaufen, und zwar mit ihrer Lützeburger Kreditkarte. Soweit, so gut. Wir begrüßen natürlich die deutlichen Verbesserungen für die Verbraucher an der Europäischen Union. Mit Proposen von der Kommission lassen trotz einem guten Anfang nach so manches zu wünschen übrig. Zum Beispiel, was Liefern von der PEC angeht. Das ist effektiv schwer vorstellbar, dass den zwar noch überall alles kaufen kann, mit dass der Verkäufer aber nach immer refusieren an andere Länder zu liefern. Zum Glück hat die Europäische Union ein Parlament. Und an dem Parlament wird die Reglementation in die Lupe geholt. Und ihr könnt euch darauf verlassen,
dass Vertreter hier am Parlament sich für mehr Gerechtigkeit und Mannerblockage beim Online-Shopping werden ersetzen.